Ciao zusammen und willkommen zurück zu Café Totti. Wir sind bereits bei der 9. Episode und ihr seht schon anhand vom Team, es gibt nur noch 4 Upgrades, die wir machen können und dann haben wir unser Team endgültig fertig. Wer ist aber zu dieser Episode neu dazugekommen? Zum einen haben wir hier am rechten Flügel der Quadrado mit geilen Wert Tempo 93, Schuss 77. Ja, der Dribbling 87 und das ist jetzt relevant bei ihm, denn er hat 5 Sterne Spezialbewegungen. Und wer ist noch dazu gekommen? Ein neuer Innenverteidiger, beziehungsweise ein altneuer Innenverteidiger, der Miranda. Den haben wir schon mal im Team gehabt. Den habe ich retour geholt, weil er hat bei dieser einen Episode, die auf dem Kanal von der Super Swiss Bros stattgefunden hat, ein einziges Match machen können. Und dann ist er schon weggegangen wieder vom Team und ersetzt worden durch die Kiellinie. Jetzt können sie zusammenspielen. Und wieso hole ich den zurück? Ganz einfach. Und zwar können wir da jetzt gerade den perfekten Übergang zu den Kommentaren. Denn der Espenvogel wollte, dass ich den Miranda mehr zutue und da ist er jetzt im Team. Also Retour von einem guten Spiel und ich hoffe, er wird auch in dieser Episode wieder gut spielen. Und eben, wegen der Überleitung kommen wir jetzt zu den Kommentaren, zu den Grüßen an euch. Ich nehme jetzt schon mal alles vorhin weg, ich nehme keine Haftung für die Grüße und alles. Und der erste Gruß, den wir haben, ist schon mal noch ein anständiger, normaler Gruß, und zwar Grüße Lema TV oder Lima TV, ich weiß nicht, wie wer den ausgesprochen, aber ich denke mal, Lema TV könnte noch passen. Auf jeden Fall liebe Grüße an euch draussen. Und dann haben wir hier den nächsten Gruß, und zwar, ja, ab jetzt übernehme ich keine Haftung mehr. Ab jetzt übernehme ich wirklich keine Haftung mehr. Und zwar der Thierry 420, der möchte, dass ich den Wieland grüßen soll und ich soll sagen, dass er ein Brötchen ist. Okay. Brötchen heißt für meinen Bruder. Ich weiß nicht, wie du das genau meinst. Schreib doch das unten in den Kommentaren, wie das genau zu verstehen ist. Ich kenne jetzt den Begriff nicht. Wenn ihr da wisst, was mit dem gemeint ist, schreibt das unten in den Kommentaren. Dann haben wir den nächsten Gruß, und zwar grüße natürlich auch der Espenvogel, denn nebst dem, dass er da Vorschläge gebracht hat, Mitspieler, möchte er auch grüßt werden. Also herzliche Grüße an die draussen und danke vielmals für deine Vorschläge von Spielern. Ich hoffe, ich habe deinen Vorschlägen ein bisschen entsprechen, besonders hier mit Miranda. Dann haben wir einen weiteren Gruß, und zwar der Valeri. Der möchte, dass ich, ganz komisch, kannst du den Quaschma Hasch grüßen? Der Quaschma Hasch. Okay, also ich grüße den Quaschma Hasch. Ich übernehme einfach keine Verantwortung. Und erst recht nicht beim letzten Gruß. Ich weiss nicht, wieso der Five Breads unser Brötchen will, dass ich mich selber grüße. Oder er lese ich da etwas falsch, wer weiß. Ich denke, er meint das anders. Auf jeden Fall will ich, dass ich mal der grösste, beste und der härteste Five Breads grüße. Das macht keinen Sinn, weil der grösste, der beste, der härteste bin ich. Und nicht du. Du bist ein Brötchen, Mann. Ei. Daher auf jeden Fall liebe Grüße an die Five Breads, auch wenn du die da ein bisschen überschätzen tust. Aber liebe Grüße an die und deinen Hammer-Support bei fast jedem Video von mir und auch von der Super Swiss Bros. Und überall, du bist einfach extrem der oberaktive Kommentierer. Das ist einfach der Hammer. Das muss ich auch sagen. Ich finde es so geil, wenn die Leute so abgehen haben bei Kommentaren. Ja. Also, wenn ihr da auch noch extrem abgeht, machen das doch zu dem Video und zu allen anderen Videos zu mir. Jetzt genug von dem, also genug, ich mache das eigentlich sehr gerne, aber wenn ihr das Video nicht länger überzeugt, also starten wir jetzt ab mit der Action auf dem Rasen. So, los geht's! Und da haben wir unsere Gegner, und zwar hat er ein komplettes Brasilien-Team mit einem brutalen Sturm natürlich vorne, also das wird sicher schwer. Ich werde auf jeden Fall einmal mehr mein Bestes für euch geben. Da können wir jetzt den ersten Angriff hier starten. Das sieht danach aus. Nein, er grätscht mir noch voll rein. Und ich glaube, die Ball ist sogar verletzt. Und der Gegner kann da gerade den Counter starten über den Neymar. Aber wir können doch den hindern. Jawohl, wir haben am Angriff können hindern. Perfekt. Oh, jetzt ein Angriff mit dem Pogba. Und der schießt mal und macht direkt 1:0. Mit dem ersten Schuss auf die gegnerische Kaste. Sehr wichtig gegen so ein starkes Team, wo der Gegner da uns entgegensetzt. Und was für eine geile Kiste vom Pogba. Perfekt, ein Abschluss. Und jetzt gerade der Gegner mit dem Gegenangriff. Oh, da hat er sich schön vorgeladen mit dem Hulk. Hulk zieht rein, er schießt und er macht es 1:1. Schöner Abschluss. Er hat das wirklich schön vorgetragen, muss ich sagen. Besonders so mit dem Vorlegen. Schade, auch er mit dem ersten Schuss aufs Goal, gerade mit dem ersten Goal. Oh
Marchisio auf den Totti, aber der Totti lässt sich den Ball wegnehmen, aber wir können den Ball uns wieder erobern. So, Chiellini an vorderster Front. Geht da der Ball zum Marchisio. Marchisio! Ach, schade. Gegner da jetzt wieder im Angriff, da über die Seite mit dem Douglas Costa, kommt da durch, mit dem Bolassi fliegt mit dem Schuss und unser Goalie pariert. Sehr wichtige Parade gewesen. So, Pogba, Pass nicht durch, kriegt der Pass nicht durchgesteckt und meine Verteidiger lassen den Ball einfach durch und der Gegner kann jetzt über den Hulk da wieder da direkt reinziehen mit dem Spin und hey, komm, gehen doch rein, hey! Und Pogba schön durch zum Totti. Aber was macht der Totti? Er schießt einfach einmal, aber sein Goalie pariert, weil der Schuss ist zu ungefährlich gewesen. Anschliessend die Ecke, die wir noch machen, natürlich auch kurz mit dem Quadrado. Quadrado flankt ihn, wird aber blockt. Zur Halbzeit zeigt die Statistik, dass Unentschieden ist verdient für beide Parteien. Also gehen wir ab in die zweite Halbzeit. Oh, schöner Angriff mit dem Balla und sein Goalie hebt. Aber ich merke, der Gegner steht jetzt hinten extremstens. Also er stellt sehr viele Spieler hinter ihn und dann probiert es mit Konter zu machen, das Ganze da. Aber wir können auch da ihm da entgegenwirken und wir machen es 2:1, jawohl! Oh, ich weiß nicht, wie komisch ich jetzt geredet habe, weil ich mich noch konzentrieren im Ganzen, aber es hat sich rendiert, wir schiessen es 2:1. Oh, komm, gewinnt das Kopfballduell. Wieso gewinnt es nicht das Kopfballduell? Und der Gegner ist jetzt da gefährlich im Strafraum drin, aber der Handanovic kann das klären. Und wir machen einen schnellen, schlechten Auswurf. Nein, wir machen einen guten Auswurf. Und jetzt Marchisio. Marchisio geht noch wieder über, zack, über und durchstecken. Da haben wir nämlich die Dybala, wird vom Ball getrennt, aber wir haben den Perisic. Perisic, nein! Oh, können wir das ausnutzen da vom Gegner? Der Fehler mit dem Pogba, seinen Schuss kann er blocken, aber wir machen gleich den Nachschuss zum 3:1. Komische Entstehung, aber wir haben unsere Führung ausgebaut. Schön gegen hintere auf der Miranda. Miranda passt noch wieder in die Mitte, aber der Pass kommt nicht an. Der Gegner kann somit wahrscheinlich den Gegenangriff starten, kann er nicht, weil er es verbockt, bis es ihn oder Pogba haben. Und der Pogba bleibt einfach mal am Ball. So geil. Pogba, komm, Marchisio wird aber am Schuss schlussendlich doch noch gehindert. Und jetzt der Gegner mit dem Konter, wo wir aber können verhindern. Jawohl. Totti über das halbe Feld da. Lauft er und jetzt passt er nach auf die Dybala und die Dybala verbockt das. Nein! Wie geil wäre jetzt das einfach gewesen, wenn er das gemacht hätte. Perfekt gespielt eigentlich. Und jetzt kommt das Kopfballduell leider nicht gewonnen. Aber jetzt Marchisio setzt sich doch durch. Egal, wir haben ihn mit Pogba und Pogba probiert es und auch er am Goal vorbei. Meine Güte, was ist mit mir los da? Ja, mach du deine Scheißballrollen da, ha? Mach du dir. Sven, hast du den Ball nicht mehr, wenn ich mit dem Quadrado komme und da der Pass zum Totti durchstecken und der Totti den Ball hat und dann kriegt er doch wieder einer dazwischen. Unglaublich. Aber Abpfiff, wir gewinnen die Partie locker mit 3:1. Der Gegner ist dann gut gewesen, aber mehr hinten reingestanden, als etwas gegen Führung gemacht. Bis auf die paar Szenen, die wir wahrscheinlich hier gesehen haben. Somit Sieg für Chefe Totti. 4 Spieler stehen ja noch zur Auswahl zum Upgraden und nach dem Spiel wird die Innenverteidigerposition zu seiner endgültigen Karte, zur Special-Karte upgradet, da der Miranda einmal mehr eine Hammerleistung abgeliefert hat und somit haben wir einen neuen Innenverteidiger. Und der Innenverteidiger ist Team of the Season, Koulibaly, komplettiert unsere Innenverteidigung. Also die steht jetzt bereits und ihm seine Werte sind hammergeil mit Tempo 80, Defensiv 89, Physis 94 und der Sieg ist 1,95 groß. Ich denke, unsere Innenverteidigung kann sich mehr als noch sehen lassen. Und wie sich das spielt, das sehen wir jetzt gerade im zweiten Match. Da haben wir unseren Gegner mit Silber-Bronze. Das ist, glaube ich, irgendwas wie die arabische Liga. Und das heisst, die Spieler sind alle verdammt schnell. Also müssen wir sogar auf so Spieler extremstens aufpassen. Marchisio schickt da der Totti. Und der Totti macht nicht das erste Goal. So schade. Aber wir haben noch den Ball. Und
flanken so mit rein. Und da haben wir wieder den Totti und er kommt wieder nicht an den Ball. Quadrado behaltet den Ball, behaltet nicht den Ball, verliert ihn, aber es gibt Ecke, wo natürlich der Totti schlagen wird und er schlägt hier gerade direkt rein. Komm rein mit dem Ball, aber nicht. Aber da hinten haben wir Marquisio, wo der Ball aus der Distanz kann schiessen an die Latte. Und Nachschuss von Poppa, er wird aber gefällt. Nicht, das zählt als normaler Zweikampf, fairer Zweikampf. Und jetzt kann der Gegner da gerade den Konter fahren. Und das wird natürlich verdammt gefährlich, weil die Spieler sind nicht langsam und ich weiß nicht, wie der Spieler im Angriff wirklich so ist. Wir können daran hindern. Also haben wir da schön Glück gehabt. Oh, das leckt, das Spiel, das leckt. Aber wir können da irgendwas wieder Ball doch noch behaupten. Nimm die Balla, komm die Balla, komm die Balla, komm die Balla, komm und macht 1:0. Yes! Obwohl es leckt und ganz komisch ist zum Spielen da gegen den Gegner, machen wir doch noch das wichtige 1:0. Aber echt spät, in der 17. Minute dann erst. Hey, was soll das? Sie gehen in die richtige Kehre, er schießt und macht 1:1. Was hätte jetzt das sollen? Also, gerade richtig schlecht von mir gewesen, oder auch von den Spielern? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall 1:1. Da vorne läuft gerade der Dybala und der Dybala macht gerade das 2:1 hinten an. Jawohl, so spielt man das aus. Und nicht mit Glück, mit Abpraller Goalschüssen, sondern richtig schön rausspielen. Wie jetzt mir da gerade zum 2:1. Gegner wieder im Angriff und es leckt bei mir wieder wie ein Schwein. Das sind doch immer die Deutschen, hey, unglaublich, die haben einfach keine rechte Internetverbindung. Schau euch das an. Sehen Sie das jetzt? Es leckt und dort. Kannst du mir sagen, was du willst? Also, ich habe eine gute Internetverbindung und ich habe auch auf LAN, also ich habe da nicht WLAN oder irgendetwas. Sind doch, und immer meistens gegen Deutsche oder so hat man so scheiß Verbindungen. Es ist mühsam zum Spielen, also es ist echt mühsam. Da, abgefangener Ball für den Gegner und wir können da wieder einen Angriff starten. Kommt auch durch und tschüss! Und wir machen es 3:1, yes! Das ist sehr wichtig in einem Spiel, das so verdammt scheißemäßig leckt. So genau das auch schön ausgespielt, perfekte Kiste wieder mal vom Dybala. Absolut verdiente Führung von unserer Seite aus her. Klar, der Gegner mehr Ballbesitz, aber ja, würde ich auch haben, wenn ich die ganze Zeit nur auf Passen hin und her gehe, auf sicheren Pass in eigener Hälfte. Und egal, wir gehen jetzt ab in die zweite Halbzeit. Da können wir gerade vom Anfang an durchlaufen mit dem Quadrado. Er schießt und er macht 4:1. Vom Anspiel direkt durchgelaufen mit dem Quadrado und 4:1 gespielt. Ein besserer Start geht es nicht in die zweite Halbzeit. Perfekt, Totti. Aber wenn der Totti den Ball hat, dann wird er immer wieder direkt gefoult. Aber jetzt hat er wieder den Ball. Er schießt und er schießt daneben. Und mit einem Fehlpass, wo wir da schön mit Marquisio können durchhaben. Und jetzt perfekter Pass auf den Dybala und der Dybala macht es 5:1. Yes! So spielt man. Ballbesitz ist mir scheißegal. Wir müssen nur Ball kurz haben, durchpesseln und dann ist die Kiste einfach mal drin. Jetzt ist der Ball in der Kiste. So, der Gegner kommt wieder einmal über die Seite und es legt wieder. Aber er bleibt am Ball, bringt Flanken, wo wir aber können perfekt klären. Und somit selber gerade einen Konter hoffentlich fahren. Kommt da und zack, raus. Jawohl, Dybala. Und jetzt sieht man wieder, wie es leckt. Wir suchen aber gleich in die Mitte rein und haben da mit dem Dybala und wir schiessen richtig schlecht direkt am Gegner in den Grinte. Nein. Aber jetzt haben wir da gerade den anschliessenden Eckball mit Quadrado und... Ach, schade. Und Marquisio, komm, lauf Marquisio, lauf. Er lauft und er macht 6:1. Jawohl! Einfach durchgelaufen mit Marquisio. Voll easy peasy jetzt gerade gewesen. Aber der Gegner bleibt gleich drin. Es schlägt, er ist jenes drin und bleibt drin. Unglaublich! Jetzt drückt der Gegner Start. Und da haben wir auch gerade den Rage Quit. Und wir sehen, wer ist der beste Spieler?
Die Ballen mit einem 9,6, aber interessiert uns nicht. Wir können noch genau den Goalie, den Linksverteidiger und den rechten Flügel aufwerten. Und wir sehen, der rechte Flügel, der Quadrado, hat auch 9,1. Somit kriegen wir einen neuen rechten Flügel. Und wenn ihr möchtet wissen, welcher rechte Flügel das sein wird, dann schalten ein bei der nächsten Episode, bei Folge Nummer 10. Ich würde mich echt freuen und was mich würde auch freuen, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mir das mit einem Daumen nach oben würden dann auch noch zeigen. Jetzt verabschiede ich mich noch von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao. Und er geht durch. Perfekt. Er geht wieder durch. Wieder gegen Randy Orton können wir einen OMG-Moment anbringen. Und es ist natürlich wieder dieser geile Moonsault von ganz oben vom Ring. Hahaha, das sieht so